Wir sind froh, dass wir daar met jullie ook van jou zijn. We willen 3 leren voor de boodschap zijn. En we vragen dat jullie met zijn. En wat één ding en gedanken. Sprecher 15, Vers 13 sagt, ein froher Hort mehr ein freundliches Gesicht. Das stimmt. Sprecher 17, Vers 22 sagt, ein froher Hort, der krank so gut als Medizin. So warum ein froher Hort tun? Weil wir schön sehen, steht ab, weil wir das mit Frieden tun. Das warten unseren Leben, denn wo sich das ein Jungen bleibt, lass einmal ist die hier bieten, tut auch ein golden Färbel hier. Lass einmal ist die hier bieten, tut auch ein golden Färbel hier. Because they kind of stand free howling, schön an der Tiefe die Verbi. Dort passt es von Strick blieben, dann hast im Himmel braut der Lauf. Dort passt es von Strick blieben, dann hast im Himmel braut der Lauf. Dem noch als wenn die Figuren heiraten, trinken, spielten, schlafen. Ein Kirche fällt die mit oben und seinen Herrn gefallen ist. Ein Kirche fällt die mit oben und seinen Herrn gefallen ist. O Herr, ihr wieder denkt mich nehmen, und dienen dein Wort uns erfüllt. Mit friedlich König uns deinen, mit Dinge Wort, die uns gefällt. Mit friedlich König uns deinen, mit Dinge Wort, die uns gefällt. Wir nur im Heil und Parteichen. Wir nur im Heil und Parteichen. Wir nur im Heil und, wir nur im Heil und, wir nur im Heil und Parteichen. Kommen eine Weilchen, wann bei wat kommen eine Weilchen, wann bei wat kommen eine Weilchen, kommen eine Weilchen, kommen eine Weilchen, wann wir open Amen gehen, wann wir open Amen gehen, wann wir open Amen gehen, open Amen gehen, open Amen gehen, wann Oh, Jesus, sag mal mit die Wandigen. Oh, Jesus, sag mal mit die Wandigen. Oh, Jesus, sag mal mit die, Jesus, sag mal mit die, Jesus, sag mal mit die Wandigen. Going for sin.
Morgens alle. Ik freue mich, oder wir freuen uns, wir drei hier in Junemat zu sein. Wir sind nu 2 Sendungen nicht hier gewesen und dort fühlt sich auch ein bisschen so eine, wisst nicht näher, wo lange die Titel gewesen wird. Einer Bank sich 3, einer freut sich, wir drei zu sein und hier zu sein. So. Aber ganz kurz, ein kleines bisschen, was die weiten Worte über die Zeit getan haben. Wie wir Ferien sind, wie wir an Los Cuates, in Quintana Roo, ich die eine Botschaft bringen. Und dort hat sehr schön gegangen, sehr freundliche und abnehmende Lieder auch, das ist was die hier auch sind. Und so wir viele Menschen, die wir rübergekommen. Und wir haben wirklich auch ein Sehen durcherfahren. Und letzten Sonntag, wie wir in Blue Creek, wir haben mit Tofas, unsere Tochter lässt sich durch Tofen. Und dort ist wirklich eine Freude, was einer geben wird, wenn einer sieht, dass einer seine Kinder entscheiden, Jesus Christus nur zu folgen. Wenn sie Jesus Christus annehmen und sie entscheiden, dass sie wollen wieder mit ihm gehen und sind auch gehorsam zu dort, was Jesus sagt in Matthäus 28. Wenn sie endlich gelehrt haben, dann sollen sie endlich auch deuten. Und wenn dort kommt mit einem seine Kinder, das ist wirklich eine Freude, dort merkt eine Frau, so auf jeden Fall noch wie beim Blue Creek, und ich habe auch die Gelegenheit durch mit der Tofas. Und besonders wegen unserer Tochter durch. Und dort wird wirklich schön. Und dort gibt eine Freude, wenn er so eine Dinge aus dort kommt. So, das ist ein kleines bisschen, wo wir dann die letzten 2 Sendungen gewesen sind. Und nun sind wir 3 hier und wir sind mit und wir freuen uns, wie wir da hier zusammen sind. Und tags, wo wir uns von der wollen wieder mit beschäftigen, wo wir wollen wieder mit wiedergehen, das ist in 1. Petrus, Kapitel 2, durch von Vers 1 durch 10. Und das Thema, was ich mir gesagt habe, von der ist, nie geboren zum Brückbar sein. Wenn wir Jesus Christus haben angenommen und wir haben, dass er uns hat getransformiert, dass er uns verändert hat und verändern wird, das ist nicht bloß für mich selbst, das ist auch, ich soll brückbar werden für ihn. Und dort fangen wir an unseren Tags von der, wenn wir die Kirchen da und wo wir das sagen, dort ist eigentlich der Hauptgedanke in diesem Vers, in diesem Kapitel, zum brückbar sein. So, dort ist, wo wir uns wollen, ein bisschen mit beschäftigen. Wir haben uns vorher, da wir ein bisschen kicken, in dem 1. Kapitel, wo er das rüberbringt hat, wir sind nie geboren zu einer lebenden Hoffnung durch Jesus Christus. Das die lebende Hoffnung, diese wahre Geburt, diese neue Geburt, die kriegen wir einzig durch Jesus Christus. Das ist eine lebende Hoffnung. Wir haben ein Leben, das aufgeht, wo wir wollen kriegen. Gott selbst wird nur sein, dass wir das wollen erfahren, dass wir das wollen kriegen. Und dort soll uns treiben und motivieren, uns transformieren, zu mehr als was ich will. To something, was Jesus Christus kann brauchen hier auf dieser Erde. An sein Recht, für sein Recht. Und dort meint er noch, dass wir sollen unseren Gedanken, wie viel Mal, als ich hier reden darf, dass wir mit unseren Gedanken, alles, was uns Raum, uns hört, unseren Gedanken ist, die wegen der Maten durchgebrochen wird, nicht gut sind. Und wir können ein heiliges Leben führen, so was er will haben. Und dass wir mit Gott gehorsam sein und treu sein. Und nun von der kommt Petrus hier in diesem Kapitel, in Kapitel 2, kommt er frisch miteinander und sagt noch einmal und sagt, dann lag nu alles, schlachtet auf, sieht nicht hängerlastig, hechelt nicht und sieht nicht aufjanstig und habt kein Geplüder. So, dort war er, fing wieder hier an, wo er war Anfang in diesem Kapitel, dort war er wiesen, wenn wir Jesus Christus haben und wir haben erfahren haben, damit wir Dinge aufleihen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wann von diesen Dingen in dein Leben würden anpassen, aber jeder einer hat irgendwo in seinem Leben, der kämpfen mit einem Ding oder das andere Ding. Und er sagt, wenn wir Jesus nur folgen wollen, wenn wir wollen ein Port sein in das Leben, das hier brauchbar sein für ihn, und einen Tag dort aufgehört kriegen, dann müssen wir lernen, aufleihen und zu sie leihen. Und dann Vers 2 sagt es so, dass niegeborene Kinder nur reine Mal schrien, soll die ein Verlangen nur jährliche Nahrung haben, dort die durch Wossen und Ton nehmen kann. Also wir sind niegeboren zum Wossen. Das ist der erste Punkt, was wir haben. Wir sind nicht niegeboren. Jesus Christus hat uns nicht nie Leben gegeben, dann wirst du bleiben, wo du den Tag wirst.
Er hat uns nie geboren, er hat uns ein neues Leben gegeben, eine lebende Hoffnung, eine Zukunft, zum was uns soll motivieren, zum Wiederkommen und Pferdeweich kommen. Wir sollen wissen, wir sind nie geboren, zum Wissen. Und dann braucht er ein Kind hier. So ist ein Kind, wenn das geboren wird, wenn das geschafft, mal geschmeckt, dass das Wort geschmeckt hat, dann hat er ein Verlangen mehr. Wenn wir die Eltern, die Kinder gehabt haben, wenn wir da weit wie alt, wenn die einmal schon mal gekriegt, dass die Nahrung gekriegt haben, dann, wenn wir die warten da zu lang, dann fangen die an zu rohren und die fangen alle an zu rohren. Wenn die waren hungrig und die wollen fresh und die wollen mehr. Aber was das dort die Kinder, wenn wir die mal geben, da gibt die Nahrung zum stärker werden und zum Wachsen. Das selbe Ding soll an uns Leben auch. Wir sollen ein Verlangen haben, nur mehr zu weiten, nur mehr von Jesus zu erfahren, mehr von seinem Wort zu weiten, dort wir wachsen können, so was Kinder. Aber das meint auch, dass wir sollen aufmerksam sein, was mit reinholen wird. Kinder sind nicht immer gesund, dann, wenn unsere Kinder nicht gesund sind, dann sind wir bald neugierig, was geht an. Und dann sehen wir nur Ruth, omdat das Kind, was immer das schuden wird, das nicht wissen wird und wissen kann, so es das soll. Wir als Eltern sind immer fortdauernd besorgt über das Kind und wir wollen das Beste dafür. Dasselbe Ding ist hier. Er sagt, dass wir sollen teilnehmen, wir sollen wissen. Wir sollen nicht bloß da bleiben, wenn er sagt, dass je durch wissen und teilnehmen. Wir sollen ein Verlangen haben nach Jesu Nahrung. Wir sollen das andere, was uns hindern wird, zu oft sein, aufzuleihen und streben und ein Verlangen haben nur die Dinge, was Jesus Christus von uns will. Also nie geboren zum Wissen. Andere denken, als wenn je an den Feuer, auf den Stab, was immer je, was du nicht schaffen tun, wenn je sagen, dass du something arg ist, dann wollen je sagen, bald von der wir haben einen Fund, dann haben wir bald das Fund zu holen und dann finden wir unseren Freund. Hey, hast du das, wenn es mal Feuer ist, hast du das mal erlebt, man den Feuer, aber wenn es aber Stab ist, hast du das mal erlebt, auf den Stab wehen. Es kann sein, mein Feuer, das kommt nicht wieder, so soll, oder die sind krank, oder ich sage, meine Arme, die soll geraten sein, als was der ist, und ich sage, du hast Ankrut machen, oder was immer, dann finden wir bald, und wir sagen, was wir können tun, nur unsere Freund. Wenn dort ist nicht genug, dann sagen wir bald bei einem Stadt, wo sie dann Ruth haben für die Dinge, dann wollen wir Ruth holen. Wir sind besorgt darüber. Wir wollen doch haben, dort soll wissen, dort soll ein Zweig haben, eine Ursache. Wir haben nicht bloß Feuer in der Fenster, bloß dort ist, oder wir sagten nicht Karren, bloß damit das soll Karren sein. Wir erwarten was von dort. Das selbe Ding von Jesus Christus, er will haben, dass wir sollen dort schlechte Dinge aufleihen, was in unserem Leben uns holen vom Wissen. Und wenn wir aber ein Verlangen haben, eine Jesu Nahrung, dass wir wissen können. Dass wir teilnehmen. Dass wir wissen und teilnehmen an das Leben von Jesus Christus. Wir sind nie geboren, nicht bloß zum hier so sein. Wir sind nie geboren zum Wissen und teilnehmen. Und du sollst ein Verlangen haben dazu. Und hier ist das andere Ding, als wenn ich dann nu sage, wir sind hier an der Kirche, wir kommen taub aus nie geborenen Menschen, wenn ich sage, dass ein Mensch, der struggelt mit Wort und wir sagen, der somehow, der kommt nicht fertig, weil vielleicht an seinem Wissen, dann habe ich eine Abgabe. Aber natürlich, vernünftig mit Armgehen zu sein, wo kann ich mit das halten? Wir sollen Jesu Nahrung haben für die Person, bringen, dass der dem Wort abbühen, dass der Wort wissen kann. Nicht negativ, nicht bejammern, direkt an der Werkel nun, und dann sagen, wo kann ich damit handeln, wo kann ich damit schaffen, dass der Ware wissen kann. Mir fehlt das und die fehlt das. Uns fehlt das alle, dass wir das tun. Aber wir sollen immer das annehmen, aus Jesu Nahrung dann auch an den sieht. Aber das Jesu Nahrung kommt, aus Gott sein Wort, an dem wir wieder lesen, dass wir mit einem Taub Gemeinschaft haben. Der dritte Vers bringt noch einmal wieder diesen Gedanken rüber. Er sagt, wenn die geschmeckt haben, dass der Herr Gott ist, wenn wir erfahren haben und geschmeckt haben, dass der Herr Gott ist, dass wir Jesus Christus erfahren haben, dort soll uns dann in den nächsten Punkt bringen, und von dem ganzen Leben. Wir sollen fertig kommen. Wir sollen nicht bloß bleiben als Kinder, aber wir sollen erwachsen werden.
Wir sollen groot worden an de dingen zoals wat je ook. Maar zolang als wat we op deze eerd zijn. Du moet in contrast zijn aan mijn leven. Van dat vleeselijke en dat geestelijke. En ik moet willen, wanneer ziet ik voederen doe. Wanneer ziet krijg nahrung. Krijg de geestelijke ziet nahrung, of krijg de vleeselijke ziet nahrung. Die ziet wat ik wil voederen, wordt wossen. Als je die geestelijke ziet voederen, dan hast je smaak dat het goed is. En du voederst en du hast meer verlangen, du was meer en du was meer van dort. Oder kijk ik naar mijn oude leven en hand verlangen er nu en ik geniet met ben en mijn gedanken wekkelende ben en ik wil nog allemaal van dort ook. Dort is dus, wanneer je een stap zijn, wo dat je twee worst en het ankruid ook. Dat is du immer an diesen, einmal mit dit en einmal mit dort. Wir müssen lernen, dass wir diesen Kontrast verstehen können. Wat ist fleischlich, wo ich fordern will, oder wat ist geistlich? Wo vertiefe ich mich mehr mit? Wo sind ich besorgt über? Sehe ich besorgt über die Dinge, was ich will, oder sehe ich besorgt über die Dinge, was Gott will von mir? Und dort, wo ich fordern, dort wird wissen, dort wird teilnehmen. Und Jakobus sagt dort, wir sollen nicht bloß hier sein, aber wir sollen auch tun, was das Wort sagt. Wenn wir wollen kicken an Jakobus 1, Vers 22. Wir sollen nicht bloß hören, wir sollen nicht bloß, ich kann auch sagen, wir sollen nicht bloß lesen, dass ich ein doll Verständnis habe, aber ich soll dort auch tun, was das sagt. Uitleven, wissen du bist, teilnehmen. Aber wenn ich bloß lese und gut davon und da noch mit, dort ist ab steiner Grund sozusagen gefallen. Aber wenn ich dort an mich nehme und ich probe dort auszuleben, ich probe die Hand zu streben, ich probe sein, wo ich kann, dort wird besser merken, was die Bibel mir sagt, wo ich vielleicht soll mit handeln, dann dort auch tun. Dort ist, wo wir teilnehmen und wissen. Wenn wir kijken down in Psalm 42, Vers 1, wenn je in de Bibel in hand, waar we doen mal hand drehen, ich glaube, das ist ein bekannter Vers, der wird vielmal gebraucht. Psalm 42, Vers 1. Du sagst, das ist das. Oder Vers 2. So was ein Reu ein Verlangen nur frisches Wutter hat, so hat meine Seele ein Verlangen nur die, oh Gott. So soll es auch sein. Hier braucht er aus dem Kind. Und nu sagt er, aber so ist ein Reu, braucht er ein Verlangen haben, eine frische Wutter, so soll ich auch ein Verlangen haben nur die. Das ist, was er meint. Wenn ich will geistlich wissen, dann muss ich ein Verlangen haben nur die Dinge. Wenn mir die geistlichen Dinge gehen uns sind, dort wird mir nicht im Hort gehen und dort will ich es nicht wissen. Aber wenn ich ein Verlangen kriege, ein Hunger kriege, dort wird mich motiviert und wird mir ein Wissen, dass ich kann teilnehmen. Wenn ich erst geschmeckt und erfahren habe, dass es gut ist. Wenn ein Reu zum Beispiel erst erfahren und erst bei einer ganz frischen Wutterspring gewesen, der hat durchgetrunken, der gleich hat Verlangen, frisch nur dort zu gehen. Der würde nicht drei gehen über den Eiver durch nur ein Madjen Puddel, wo die Eier gewasst wird. Ich glaube, wenn er durch Eiver gekommen ist und ist hier nun, er hat diese frische Wutterqual erfahren, er hat den Wutterstrom begehend, da hat ein Verlangen, frisch durch die Hand zu kommen, und sich frisch durch die frische Wutter zu holen. So soll es auch. Wir sollen gleich drei nur den alten Mordpuddel gehen, von wo Jesus Christus uns rütgeraten hat. Und dann, wenn wir durchbüten sind, dann drei gehen und sagen, was ich bin, alles war von Gott noch war fein für mich. Dann soll wir nur ankommen, nur den lebenden Strom. Was er ist, und durch sein, dass wir in Darsch haben und dort. Und im Verlangen haben wir haben geschmeckt, dass er gut ist. Und wenn dort passiert ist, dass das Kontrast, das wir gelehrt haben, was schlag ist für mich, dort aufstehen und gelehrt haben, was gut ist für mich, von dort mehr wollen, dort bringt dann den nächsten Punkt. Und dort kriege ich den nächsten Punkt nehmen, dass wir brückbar sind, nie geboren zum brückbar sein. Jetzt hier wieder, sagt Vers 4, durch 8, dann sagt er, dann kommt nur an den lebenden Stein, der von den Menschen verschmäht wird, der aber von Gott gewählt und wertvoll ist. Und Lot von Jünd, so aus lebenden Steinen ein geistlichen Tempel gebaut worden, dort je ein heiliges Priestertum worden, durch Jesus Christus geistliche Opfer zu bringen und der Gott ein Gefallen hat. Wie es dort steht geschrieben, check einmal, ich leihe an Zion ein ausgewählten und sehr wertvoller, herrlicher Stein, und über die
Glauben, und wer an den Glauben wird nicht zerschonden worden. Für jünt, die glauben, ist der sehr wertvoll. Aber für die nicht glauben, ist gerade der Stein, den der Bütlied verschmeiten. Der wichtigste Eckstein geworden. Ein Stein, über den die Menschen fallen wollen, ein Stein, der an Wort zu vollbringen, wozu sie bestimmt sind. Will sie dort wird nicht glauben. Sie, nu kommt der Rüd, die sagt, wenn die Geschmacken erfahren haben, dass die ein Verlangen haben, nur Nahrung, nur Meier, nur Wasser, dann kommt nur den lebenden Stein, dann lässt ihn durch anbühen. Und wenn wir uns die Schluten anbühen, dort wo der Port ankommt, dort ich anfangen, brauchbar zu werden für arm. Dort ich anfangen, brauchbar zu werden für diesen lebenden Stein. Und dort sagt nicht nur der Tag, dort sagt nur arm. Nur Jesus Christus, nur den lebenden Stein, nur soll wir uns anbühen, aber brauchbar werden soll wie Krachje ben. Wir sollen uns an sein Recht anbühen lassen, an sein Tempel sozusagen, weil es ein Tempelgebiet, wo Priestertum ben ist. Und dort wird es so passieren. Ich soll mich durch die Leute anbühen an diesen Tempel, das wird er sein, dort. Da wir uns einfach lassen, anbühen und da wir anfangen, wertvoll zu werden für Jesus Christus. Brauchbar sind für arm. Der Stein wird nicht brauchbar für alle Menschen. Einige Menschen folgen über den, einige Menschen werden gehen an, der andere Mensch hat den Tatsache geschmiert und sagt, er wird hier. Aber für mich und die, der ich und du, das erfahren haben, für uns ist der wertvoll. Und der Grund ist, das ist ein wertvoller Eckstein, der du gelegt hast, wo du uns nachbühen lassen. Nachbühen sozusagen. Zu jener Zeit, wenn der Tempel gebaut wurde, der wurde von Stein gebaut. Jeder Stein war gearbeitet. Jeder Stein war seine Mut gegeben, dass er alle Wehen handpassen hat. Wenn wir bloß einen Stein nehmen, und einen grauten hier, und einen grauten da, und einen naten hier, das wird nicht sehr angenehm sein, nicht? Jeder Stein, der an den Tempel einmal neu gearbeitet wird, der wird gearbeitet, der passen hat, wo der soll sein. Du hast an Jerusalem, du hast diese Wand, was die Gebetswand nannt, du hast ein graute, gewollte Steine, was er an Trache hat, und der passen so krank taub, dass er sagen, du kannst nicht die Quadflaschen stoppen, weil sein die Lizenz ja. Das ist einfach, das passt. Und wenn einer denkt, dass er sagen, du sind kleine Lages hier irgendwo, du hast alle Wege auf Papier gestoppt für ihre Gebete und so weiter, aber die Steine, die haben einen Zweig in der Ursache, die werden für die Wohntour und die werden für dort in den Zweig und einzig für den Zweig Trag gehabt. Die Steine und alle Dinge, die im Tempel werden, die werden einzig für den Tempel Trag gehabt. Irgendwie sind Trag gearbeitet und Trag gehabt, wenn wir uns von Jesus Christus haben angenommen, für sein Bü, für seine Arbeit, für arm soll wir brauchbar sein. An sein Tempel soll wir angebaut werden. Nicht an mein eigenes Leben, nicht an meine eigenen Gedeihen, aber für arm. Für sein Bü soll ich sein, pazifisch. Und ich habe für mich und die auch besonders einen Platz zu bauen, wo ein du kann angebaut werden, wo ein du im Port sind. Jesus Christus hat die gewählt, im Port zu sein an seinem Tempel, auf seinem Platz, wo er will haben, dass du sollst sein. Das Bü, der hält alles taub. Die Steine, wenn die reich haben sind, der hält den ganzen Bü und die ganze Struktur, der hält die taub. Aber wenn das alles bloß wird, ein so und ein hier und ein da, du darfst ein klein bisschen was passieren, dann wird alle taub käbeln. Aber wenn das reich taub gestellt ist, dann schafft das. Und wir müssen nur sein, dass wir nur streben, dass wir mit unseren Mitmenschen verstehen können, dass wenn der Biet sieht, mir Handgebüt ist, der hast du für eine Ursache angebüht. Wenn er nicht mit sieht, mir angebüht ist, das meint so viel, Jesus Christus will ihn auf eine andere Stelle bringen. Aber wir haben unseren Platz an dem Bü. Philipper 2, Feier der 5, wiest du eine Hand, oder wie sollen du sein, nicht bloß da, was mich interessiert, aber auch da, was den anderen interessiert, und was sieht, was Geld ist auch.
Und wir sollen nicht bloß für mich, aber bloß ich sein. Wenn der Stein sieht mich erst, dann soll ich auch sein, den zu verstehen. Oder nicht bloß, diesen Stein will ich nicht. Gott hat ihn für eine Ursache und für einen Zweck. Gott hat den Bruchbohr gemerkt für sich, nicht für mich. Erste Korinther 12, Vers 12 sagt, wir sind alle Glieder an einen Körper. Aber untersteht sagt, der Hund kann nicht zu der, kann sein, der eine Hund kann nicht zu der anderen Hund sagen, ich brauche die nicht, oder die Näs kann nicht zu den Kopf sagen, mir fehlt die gut, ich will irgendwo mit meinen Fingern reden. Das schafft nicht. Jeder Ding hat seinen Platz in der Ursache. Das selbe Ding ist hier auch, wir sollen uns Leuten anbühen an diesen Körper. Römer 5, 3 und 8 haben wir denselben Gedanken, denselben Idee, dass wir uns den Leuten anbühen. Wir sind ein Körper für Jesus Christus, nicht für uns. Dass Jesus Christus in Körper sehen will, wo wir uns selber anbühen lassen, wo wir selber bruchbar wollen. Und so ich sage, der Steiner lud nicht alle überein. Der haben nicht alle dasselbe Model. Aber die sind alle bruchbar. Wenn wir an Jesus Christus sind. Du bist bruchbar. Du hast eine Stätte. Du hast einen Platz an dem Bü. Ganz klar, bloß welche Gedanken, wo du kannst bruchbar sein, hier in dieser Kirche. Und wenn du in einer anderen Kirche bist, wo du wirst kein bruchbar sein. Und einer ist bruchbar, einer ist ein bruchbarer Stein, an dem dort finanziell unterstützen wird. Dort fehlt. Du darfst viel Büten schaffen und du strengst sie an und du bist bruchbar an Jesus Christus seine Arbeit, an dem dort du unterstützen darfst, an einem Weg, an einem anderen Weg, an dem mit deinen finanziellen Dingen. Die fehlen. So, du bist ein wertvoller Stein, du bist auch an dem Port. Der andere ist bruchbarer Stein, an dem dort der andere ist ein bruchbarer Stein von Gebet. Einige Menschen, die sind begabt an. Die sein nicht, was ein du nicht sein. Die verstehen nicht, was ein du nicht verstehen. Ever beten, wo wichtig das ist. Und das sieht so heraus, ich vielmal die Leute eine Person, dort verdient viel zu beten. Die freuen die Leute. Die sein die Leute, was eigentlich vielmal gleich sein. Die saßen an unserem Bett und beten, ohne dass die dort weiten. Vielmal weiten die dort nicht mal, die haben vielleicht für mich oder für die oder für den Nächsten oder für den Nuba oder für den Nuba-Kirche oder hier bin, haben die Gebet. Das ist ein bruchbarer Stein von Gebet. Eine sehr nur andere Gedanken, wo der Kriegende von Gebet ist, da werden das eine Lieder wollen, ihr Haus verkaufen und da wird eine längere Zeit und sie haben nicht verkauft. Dann begehen sie diesen Mann an Stur und dann fragt er, hey, haben die ein Haus auch verkauft? No? Dann sagt er, wer will beten? Kriegt durch Rutz. Und sie beten. Und dann vergessen Wort Zeit und dann begehen sie die Ware und dann fragt er, haben die auch verkauft? No, ich habe noch nicht. Dann will Ware beten. Und durch Rutz, dann beten sie Ware. Und dann geht Ware eine Zeit, und dann begegnet die Ware und fragt, haben die auch verkauft? Yep. Ich will danken. Ich will danken. Das sind Menschen, die Gebet verstehen. Nicht alle Menschen. Wir beten und wir sollen. Aber das sind Menschen, die sind besonders begabt an Dingen. Und dann so denke ich, ist das auch. Die posten du nennen und die sind wichtig an diesem Bild von Jesus Christus. Und wenn du falls du diese hast, Galater 5, gleich erst sagt er, wenn der Heilige Geist ihr Mund hat zum Beten am Bet. Und wir sollen alle beten, aber das sind Menschen, die haben besonders diese Guf, zum das tun. Das ist ein wertvoller Stein zum bruchbar sein für Arme. Nicht bloß hier stehen, wo ich bin. Du bist und vielmal, dass das sein wird. Die Menschen, die boven sind, vielmal, dass ich hier sind, die sind öffentlich viel, aber zu sein und so wieder. Aber die sind nicht wichtiger als einfach diese zwei Dinge, die ich abgeregt habe. Der andere ist ein bruchbarer Stein, an dem dort ein Ascher ist. Die steht fern wie der und die kickt scharf, die begeisterte Menschen, die heute willkommen. Die Menschen fühlen sich willkommen hier sind an dem Markt, wo sie dann sind.
Oder diese reiche Leute, kijken, wo ist ein Platz, das vielleicht wird fallen geworden, wo ist ein Platz? Wo kann ich sehen, sein schwimmt diese Person, die wird eine gute Stadt kriegen, zum Setzen, und die wird kann, wo immer, so beim Gottesdienst ist, oder ein anderes Ding, wo immer du die Arbeit hast, zum Menschen irgendwo hinstellen an einen Platz. Wichtig, ein brauchbarer Wächerstein an dem Bü. Wir haben verschiedene Dinge, wo wir können sein, wo das Bü gebaut wird. Und er sagte, wie sollen diese lebende Steine werden? Der andere ist brauchbar, das Abnehmen. Das sind Leute, die sind gründlich abnehmen und leben zu Menschen. Die nehmen die Menschen viel mehr ab, was sie gleich so sagen, abgenommen feilen. Die nehmen das ab, die sind durch. Und der Lied wird vielleicht von den anderen so fallen, ich weiß nicht ganz genau, was ich willkommen sie hier, der fällt von den anderen, sei willkommen, abgenommen, abgebüht. Dann sagt er, du willst 3 Hand fahren. Oder mit dem Lied will ich frisch Gemeinschaft haben. Oder den Kranz, wo die Band sind, oder was immer. Wir haben, können so deutlich Dinge davon abreden. Aber das ist wichtig an diesem Bü. Brauchbar. Ein brauchbarer Stein. Der andere ist ein brauchbarer Stein, an den die Bibelstunde anleiten wird. Oder Sonntagsschule. Das ist brauchbar. Das sind wahre so Dinge, die da an Schienen kommen, wo die Menschen kommen, die sagen dann, aber wir sind brauchbar. Du hast die Gabe, wenn du das, dann sollst du das mit Mut und mit Freude tun. Und du ein brauchbarer, ein Leben, ja Stein sein, was Leben du anbringen wird. Der andere ist brauchbar, ein brauchbarer Stein, an den du predigen wird. Dass du wichtig bist. Und dort, all diese Dinge, du sind viel mehr. Und wenn du einer bist, was hier bist, und du das hier irgendwo wird, also sind so, die beim Park eingestellt sind, die schaffen durch, die arbeiten durch mit, die anderen sind an der anderen steht. Und bei allen, jeder eine ist brauchbar und wichtig an diesem Bü. Und so wird fertig gemerkt, in verschiedene Wege, in verschiedene Plätzen. Und wenn du hier in dieser Kirche bist, dann bist du ein brauchbarer Stein für hier, für Gospel Fellowship. Sie brauchbar. Weil Jesus Christus auf die gewählt. Er sagt, wenn du erst geschmeckt hast, dass er Gott ist, dann komm nur den lebenden Stein. Wenn du geschmeckt hast, dass Jesus Christus Gott ist, wo immer du dann bist, und was von immer, wenn eine christliche Kirche ist, wo Jesus Christus sein Wort, der reine Wort hat gepredigt wird, dann lud dich durch, wenn er du hast, dann lud dich durch nehmen. Wenn er hier ist, dann lud dich hier nehmen. Und brauchbar sein, wo immer das ist. Das meint nicht, dass das hier der rechte Platz ist, aber dass auch anders der rechte Platz ist. Wenn Jesus Christus der Eckstein ist, der lebende, wahre Eckstein ist, dann kostet die Leute nehmen. Aber wenn du irgendwas anderes und diesen Eckstein noch liegt, das ist nicht in seiner fester Grund. Wenn Jesus Christus ist der einzige Eckstein. Und wir sollen uns so nennen, und wir sollen ein lebendes und ein heiliges Priestertum werden. Und das letzte Part, dadurch dort Jesus Christus jährliche Opfer zu bringen und durch Gott ein Gefallen hat. Mein Diener Arbeit, wo ich in die Hand, diesen Platz, wo ich in die Hand, dort soll was wirken, dort soll nicht für mich sein. Dort soll something sein, was Gott soll Gefallen bringen. Er soll eine Freude anhaben. Dort soll unsere Menschen mithaben, die sollen in die Noten rütkriegen, die sollen da was rütkriegen, aber die soll sich zufrieden und gefallen haben, ab letzter Eng, das ist Gott. Für ihn soll es sein, für ihn soll ihr treffen. Und eigentlich sollen ein heiliges Priestertum werden wollen. Weil von vielen Menschen wird das Eichstein verschmähen. Aber für mich die ist ein Wächter und ein guter Eichstein geworden. Und ich hoffe erst für die, dass die was du nennen bühen luten, die was wissen und die du nennen bühen luten, um ein wichtiger Port sein von diesem Bü. Dass der Stein nicht für die ist, dass für die ein Voll ist. Aber das wird ein Leben ja Stein sein. Ein Stein, wo die Hoffnung beim Fängen kannst. Ein Stein, wo du deine Hoffnung nachsaten kannst. Ein Stein, wo du deine Hoffnung nachbühen kannst. Und dann da wird brauchbar werden. Weil sie sagt, wenn du geschmeckt hast, dass der Gott ist, dann soll er das tun. Und der nächste Punkt, den ich mitnehmen will, ist nie geboren zum aktiv sein. Wir sind nicht nie geboren zum Wissen, das ist für mich. Wir sind nicht nie geboren zum an den Tempel, was nenngebüht sein. Wir sollen auch aktiv sein. Wir sollen brauchbar sein, nie geboren zum aktiv.
Wenn wir kijken dan in de 9e Vers, sagt, aber je seid ein uitgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, der andere, dort die andere sagen soll, wo wundervoll der ist, der Jünd uit den Düsteren Rütgerat und in seinen wunderbaren Licht gestellt hat. Aktiv sein, andere sein. Die Priester wären von der Ursache ein Tempelband. Die wären nicht bloß zum der Stunde, dort durch ein Priestertum wird. Die sollen dabei aktiv sein. Die sollen ihre Arbeit dabei tun, für was ungefragt wird, für was geraubt wird. Wenn die bis alle durch die Stunde haben, würden keine Opfer vollbracht sein, ever ein Tempel. So soll nicht du auch. Wir sollen nicht bloß Niegeboren sein zum Wassen, Niegeboren sein zum an diesen Bühnen zum Bruchbar sein, aber wir sollen auch aktiv werden, so als die Priester ein Tempel würden sein. So sollen wir auch aktiv sein für Jesus Christus von dir, um diese gute Botschaft, diese gute Nachricht wiederbringen an einen Bach und an einen anderen Bach. Und einmal denkst du vielleicht, dass das bloß an dem, dass Gott sein Wort gepredigt wird. Weißt du, was du ein gerautet denkst, wo du kannst aktiv sein, bruchbar sein und aktiv sein? Bloß einfach aufrichtig sein. An dem Leben, wo du lebst. Dort, wo du das. Dort, wo du morgen wirst tun. Evermorgen. Wir sollen nicht bloß aktiv sein von dir auch hier. An dem, dass wir singen, im Matten. Wir sollen aktiv sein, bieten ut zu den Menschen. Wir sollen ein heiliges Priestertum sein, wo die Menschen von Nutzen sein und bruchbar sein. Und dass Gott, wenn Gott uns nimmt, wenn wir von einem Niegeboren sind, dann hat er uns losgekauft von der Sklaverei. Für sich, für arm an Dienst zu sein, irgendwo an einem Weg oder an einem anderen Weg. Der andere kann das einfach tun, indem er einfach das Evangelium mitteilen hat. Wenn ihr in der Bibel haben, wir mal Epheser 2 auf, der 14 ein bisschen kicken. Du sagst, das ist das, verjährt nicht, je werden von der Natur her nicht Juden geboren und die werden von der durch Menschenhand beschnitten worden, der unbeschnittene genannt. Die werden dann ohne Christus und ohne Gott sein Volk, und Gott sein Volk wird gefragt. Und was Gott Israel gemerkt und zugesagt hat, ging nicht an. Die hatten nichts zu hoffen und die wären ohne Gott in dieser Welt. Aber nu ist dort anders. Nu sind die Christen und die wären weit auf, aber nu sind die durch Christus Jesus sein Blut ganz neu gebracht. Christus ist uns Fried, er hat uns der hat von den Bettgruppen einige gemerkt und der wohnt durchgebrochen, der uns tragen dort. So, das wird eine Zeit, wo wir mit das nichts zu tun haben. Aber nu soll wie du auch bist. Gott hat uns den Namen gebracht, den Namen gewählt. Der wohnt das durchgebrochen von dort, wo uns erst nicht anging. Wir hatten keinen Anteil an dort, aber nu hat Gott uns gewählt, er hat uns nur angebracht, er hat uns die Hand gebracht, uns diesen Frieden gegeben. Und nu soll wir dann auch mit tun. 2. Korinther 5, 19 durch 20. Du sagst das, dort ist Gott wird an Christus und er versöhnt die Welt mit sich selbst. Er vergibt den Menschen ihre Sinn und hält an den nicht mehr fair. Und er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anvertraut. Deswegen sind wir nun Christus seine Vertreter für die Botschaft, so als man Gott selbst durch uns anreden wird. So prachen wir jünd an Christus seine Städte, laut jünd mit Gott versöhnen. So, wir sind nun einfach Vertreter. Nur wenn wir Jesus Christus haben, wenn wir dem hier in der Fahrerkirche sagen, wenn wir an Christus ist er ein neuer Mensch geworden. Und nu haben wir auch diese Botschaft. Wir haben diese Botschaft hat er uns anvertraut. Und wir sollen das wiedergeben. Wir sollen das wiederbringen zu den Menschen. Also wir sollen aktiv sein. Und nicht dort bloß für mich, für ich und ich selbst. Also ich hoffe, jeder einer, dass wenn du nie geboren bist, dass du weißt, du hast erfahren, du hast geschmeckt, dass du weißt nicht auch an einem Weg oder an einem anderen Weg, wo immer Gott dich begabt hat. Und dann wird immer von Platz du hast, dass du immer warst und denken, dass die Dinge, die wir vorher hatten,
dat all diese verschiedenen Dinge, da wird alles, die wirst du angebieten, an diesen Platz zum brauchbar sein, und all die verschiedenen Dinge, durch aufrichtig und wirklich dort ausleben, da war ich als ein Weg, dass du kannst aktiv sein, indem die Menschen das sein und erfahren. Und dann aber gesellige Zeit so leben, dass sie das sein. Und in derselben Zeit sein Wort wiedergeben, wenn du die Gelegenheit hast, dort zu tun. Wir haben alle Gott sein Wort. Wir haben alle ein Werk, wo wir das können wiedergeben und wo wir können das heilige Priestertum sein für ihn. So, Korpus noch einmal taubfußen. Ich hoffe, dass du hast diese Wiedergeburt, du hast das erfahren, du hast das erlebt und dass du bist nie geboren und dass du weißt, du bist brauchbar geworden, um an diesen Stein angepasst zu werden und dass du bist nie geboren, um aktiv zu sein. Diese Dinge, das ist, was uns in unserem Leben fehlt, wenn wir Jesus Christus erfahren haben und dass wir geschmeckt haben, dass er Gott ist. So wie von dir, wir uns noch aufnehmen zum Gebet noch einmal. Lieber Himmlischer Vater, wir kommen für dich noch einmal. Wir danken dir an diesem Morgen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Life. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass wir darin unter deine Genut leben. Vater, wir danken dir, dass du uns nie geboren hast. Dass du uns nicht hast an das alte, versklavte Leben gelassen. Aber du hast mählich gemerkt, dass wir durch dich können nie geboren werden. Nu sollen wir auch ein Verlangen haben, nur jährliche Nahrung zu wissen. Wenn wir es geschmeckt haben, wo Gott du wirklich bist, dann uns aber auch an die Nennbühen luten. Wenn wir schnell gebüht sind, auch aktiv zu sein. Für die. An dem Werk, was du uns begabt hast. Und uns du allmählich gemerkt hast, dass wir das können tun. Dort bete ich in deinem Namen. Amen. Strömfall von Leben geht gut an, von uns Bruder im Himmel geschehen, und das Boot, das Tropfen will sehen, draußen wird die Säule uns bedrängt, komm und trink von der Keulen das Boot an, so chill von Himmel so herrlichen Frieden, bringt Erlösung von Schulden, von Sünden, weil wir leben für die und für mich. Wenn Gott tut gut an die Schillen, durch die Welt auf uns Sorgen Welt, und das Boot da bringt Gnade und viel Frieden. Du hast sie durch ganz Heil und sein Blut. Komm und trink von dem heilenden Butter, so chill von Himmel, so herrlichen Frieden. Trink Erlösung von Schulden, von Sünden, weil wir leben für die und für mich. Ohne das Wort ist gut an die Stellen, und das schmeckt über alles so fein. Alle Sünden schon vor du verschwingen, und die Wort ist dann heilig gebringt. Komm und trink von dem heilenden Butter, und chill von Himmel so herrlichen Frieden. Bringt Erlösung von Schulden, von Sünden, weil wir leben für die und für mich. Weil wir leben für die und für